Herr Pastor Brandt, mehr konnte Lückenhagen in der kurzen Zeit leider noch nicht auftreiben. Ich meine, das ist doch schon allerhand, ne? Allerhand. Ja, kleine Küche haben wir auch für Sie. Oh, die Küche. Kommen Sie mal hier. Bürgermeister. Kommen Sie mal hier. Ah. Ja. Und Telefon. Herr Pastor, Telefon habe ich auch schon reinstellen lassen. Naja, die Leitung lag ja noch. Mit dem Anschluss dauert das wohl noch einen Augenblick. Sie sind aber schon dabei. Sie haben dann die Nummer 217, Herr Pastor. 217. Danke, ja, also besser, schneller und größer kann die Hilfe wirklich nicht sein, die Lückenhagen uns zukommen lässt. Was mit her? Ganz bestimmt nicht, Herr Passer. Ja, Herr Passer, das ist doch wohl Christenpflicht, nicht? Ja, gewiss, Herr Bürgermeister. Und was ist mit Frau Fackler? Mit Frau Fackler? Ja. Ach, mit Frau Fackler. Ja, die haben wir erstmal bei Klaasen auf dem Boden untergebracht. Ja. Zu den Itagern wollte sie mit Gewalt nicht. Wohin? Zu den Itagern. Ich meine zu den italienischen Gastarbeitern. Ja, dann sagen Sie das mal auch, ne? Ja, ja. Was ich noch sagen wollte, Herr Passer, einen anständigen Geldbetrag stelle ich Ihnen natürlich auch zur Verfügung. Und mit zur Verfügung stellen meine ich, dass das eine reine Spende ist. Für Sie natürlich auch, Meta. Oh, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ja. Kann ich sonst noch was für Sie tun, Herr Passer? Ach, Herr Bürgermeister, Sie haben schon so viel für uns getan. Wie ein Dach über dem Kopf, Betten, Möbel, Telefon. Was brauchen wir fürs Erste mehr, ne? Ja, ist besser, als wenn Sie im Gasthaus wohnen, nicht? Oder bei fremden Leuten. Oder womöglich zu den Italienern ins Lager ziehen, nicht? Wohin? Zu den italienischen Gastarbeitern, wollte ich sagen. Ja, dann sagen Sie das mal auch, ne? Ja. Sie sollen sehen, Herr Passer, in der kurzen Zeit haben Sie diese böse Nacht schon wieder vergessen. Meinen Sie? Naja, der Blitz hätte doch genauso gut in mein Haus einschlagen können. Ja, ja. Also, Herr Passer, wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, dann wenden Sie sich bitte immer direkt an mich persönlich, ja? Na, einen hätte ich schon. Ja? Und der wäre? Dass Sie am Sonntag in der Kirche nicht wieder einschlafen, Herr Bürgermeister. Geschnarcht haben Sie sogar. Dann auch noch. Ja, also, das soll doch bestimmt nicht wieder vorkommen, Herr Passer. Naja, das ist schon mal gut, ne? Ja, ja. Wir hatten nämlich den Abend vorher eine ziemlich lange Sitzung, ne? Ja, ich auch. Ich habe bis morgens um 4 am Bett von der alten Mutter Wachtel gesessen. Ah ja, natürlich, ja. Aber genützt hat das dann nichts, Herr Pastor. Begraben müssen wir Sie heute doch, ne? Ja, ich bin ja kein Doktor, ne? Und erst recht nicht der liebe Gott. Vergessen Sie das nicht, Herr Bürgermeister. Aber Sie sind der Freund vom lieben Gott. Ja, ja, das sagt man so hier, ne? Aber das hab ich nicht erfunden. Ne? So, nun brauche ich erstmal Seife, Wasser und Handtuch. Herr Pastor, alles nebenan. Ja. Wir sind ja wohl klar miteinander, ne? Jo. Ja. Tschüss, Herr Pastor. Tschüss. Schon wieder schöne Möbel, 2 Lampen, 3 Stuben und alles. Und ich hock da bei Klaasen auf dem Boden auf einer alten Matratze. Ich bin heute Nacht genauso abgebrannt wie der Herr Pastor, Herr Bürgermeister. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, Frau Packler. Ja, aber mit einem Unterschied. Nee, erst kommt natürlich mal der Herr Pastor. Das ist ja auch der Freund vom lieben Gott und steht mit ihm auch du und du. Und der Herr Pastor kann einen ja womöglich mal einen schönen Platz da oben besorgen. Ist das nicht so? Ich bitte Sie, Frau Fackler. Herr Pastor, das geht doch gar nicht gegen Sie, aber das ist doch so. Unser einer kann nur sehen, wie er ganz allein und ohne Hilfe und Beistand von vorn wieder anfängt. Aber dem Herrn Pastor, dem wird alles gleich hinten und vorn reingesteckt. Dabei bin ich ja schließlich das erste Opfer. Bei mir ist der Blitz schon eine halbe Stunde früher ins Haus reingefahren als bei dem Herrn Pastor. Aber nu bin ich bloß so nebenbei mit abgebrannt, so als kleine Zugabe. Ein schönes kleines Haus, die teure Einrichtung, alles ist weg. Und mein Jan auch. Nun beruhigen Sie sich doch, Frau Fackler. Auch Sie kriegen Hilfe. Oh Mann, ich war doch gar nicht versichert. Was für ein Leichtsinn, aber auch. Wovon soll ich wohl immer die teuren Prämien bezahlen? Ich bin eine arme Witwe und stehe allein und mein Jan kann mich noch nicht ernähren und das soll er auch gar nicht. Neuen Haushalt kann ich mir sowieso nie wieder anschaffen. Ja, dann wird sich ein anderer Weg finden, dass Sie wieder zu was kommen, Frau Fackler. Niemand ist ganz allein. Ich aber doch. Mein Jan ist seit gestern Abend weg, hat sich noch nie wieder gemeldet. Ja,
Fackler ist doch kein Kind mehr. Und ist schon öfter mal über Nacht weg gewesen. So? Das weiß ganz Lünkenhagen. Er hätte nicht wenigstens gestern zu Hause bleiben können und wir beistehen können. Ja, von dem Unglück konnte der Junge nichts ahnen, Frau Fackler. Ja, also ich hab sowas immer in Gefühl. Mir ist gestern schwarze Katze über den Weg gelaufen, von links nach rechts. Oh, du hören Sie doch bloß auf mit solchem Hühnerglauben. Hühnerglauben, also der Beweis liegt ja wohl klar auf der Hand, nicht? Zufall, Frau Fackler. Zufall. Sie wissen doch gar nicht mehr, was der Herr Passer über den Zufall gepredigt hat. Da haben Sie wohl wieder geschlafen, nicht? Ich muss doch bitten. Nun verzweifeln Sie nicht, Frau Fackler. Sicher ist alles sehr schlimm, aber seien Sie trotzdem noch glücklich, dass Sie und ich ja nicht zu Schaden gekommen sind. Es hätte ja auch anders kommen können. Tja, aber auch ganz anders. Der liebe Gott hätte das Gewitter hier ja gar nicht zu machen brauchen. Wenigstens nicht in Lünkenhagen. Ach, er geht nie wieder in die Kirche. Frau Fackler, ob Sie zu mir in die Kirche kommen oder nicht, das ist doch für den lieben Gott oder für meinen Freund da oben nicht von Belang. Er wird Ihnen auf jeden Fall helfen, dass Sie den Mut für den neuen Anfang aufbringen. Herr Pastor, neuen Anfang. Für einen neuen Anfang brauche ich doch mindestens 10.000 Mark. Neue Wohnung muss ich doch auch haben. Kann doch nicht ewig bei Glasen am Boden hocken. Das ist ja nicht mal ein Ofen. Noch ist doch Sommer, Frau Fackler. Aber in 3 Monaten kann das nachts schon ganz schön kalt sein. Na, in 3 Monaten haben wir doch für Frau Fackler mehr angeschafft als bloß ein Ofen, was Herr Bürgermeister? Gewiss, Herr Pastor, gewiss. Ja. Ja, aber mein schönes Porzellan. Porzellan? Ja, Porzellan. Mir sowieso keiner ersetzt. Das war noch ein Andenken an meine Mutter. Oh Gott, und das Vertigo und die schönen Bilder alle. Ja, Sie, Herr Passer, Sie haben das gut. Sie kriegen Geld von der Versicherung und sonst woher. Und alle Leute in Lüngenhagen kennen nur eins. Wie können wir unserem lieben Herrn Pastor helfen? Das hätten Sie mal hören müssen heute Morgen. Überall hieß es, der Pastor ist abgebrannt, der Pastor ist abgebrannt. Und dort der arme Herr Pastor, von mir hat kein Mensch was gesagt, mir hilft keiner. Ganz Lückenhagen wird auch Ihnen helfen, Frau Fackler. Was? Sehen Sie meine Worte? Die haben mich doch gar nicht auf der Rechnung, genauso wenig wie die hier im Lager, die Gastarbeiter. Um die kümmert sich hier in dem reichen Lüngenhagen ja auch kein Mensch. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wir tun, was wir können. Aber für die für die Gastarbeiter ist zuerst mal der Unternehmer zuständig und nicht die Gemeinde. Haha, aber für mich ist die Gemeinde zuständig. Das weiß sie doch auch. Herr Bürgermeister, könnte die Gemeinde nicht für Frau Fackler so einen ansehnlichen Geldbetrag zur Verfügung stellen? Zurückbezahlen kann ich das von meiner kleinen Rente, aber nicht, das sage ich Ihnen gleich. Mit zur Verfügung stellen meine ich, dass es eine reine Spende ist, nicht wahr, Herr Bürgermeister? Ja, also nee, also das muss ich erstmal im Gemeinderat vorbringen. Im Augenblick wollen die Gastarbeiter doch auch noch ein Waschhaus haben. Nee, Herr Bürgermeister, eben haben Sie noch gesagt, für die Gastarbeiter ist erstmal der Unternehmer zuständig und nicht die Gemeinde. Ja, natürlich auch. Aber in so einem Fall wie diesem Fall, da brauche ich auf jeden Fall die Zustimmung vom Gemeinderat. Ja, und die holen sich dann auch mal gleich heute Abend. Und dann noch was, Herr Bürgermeister, bitte gleich mein Bett und einen Tisch und 2 Stühle, einen Schrank und die Kommode hier abholen lassen, ja, und gleich zu Glasen bringen. Herr Pastor, das werde ich Ihnen nie vergessen. Herr Pastor, wenn ich denn noch eine Lampe mitkriegen könnte. Sie haben Also! Na, also denn noch eine Lampe, Herr Bürgermeister. Das ist alles schön und gut, Herr Pastor, aber das mit dem Bett, das lasse ich nicht zu. Wo wollen Sie denn schlafen? Beim Mieter. Herr Pastor! Das soll ja bloß ein Witz sein. So. Ja, na, also zum Witze machen haben wir noch gar keine Zeit. Auf jeden Fall. Ihr Bett bleibt hier. Mein Bett kriegt Frau Fackler. Er kriegt sie mein eigenes Bett. Dank angenommen, Herr Bürgermeister. Ja, und dann gleich noch einen Tisch und einen Stuhl und einen Schrank und fürs Erste, ne? alles für mich? Ja, Frau Fackler. Alles für Sie und hier sind noch 300 Mark von der Kirche. Also, Ja. 1, 2,
3. Ja. Und da kaufen Sie sich Bettzeug für, Also ja? für 300 Mark plus Bettzeug. Ja, wenn noch was übrig ist, dann gibt es sicher noch andere Sachen, die Sie fürs Erste nötig brauchen. Oh, Herr Passer, die gibt es, aber dann komme ich mit 300 Mark. Ja, also da reden wir dann morgen. 300 Mark, Mensch, wenn du bloß mein Jan hier wär. Er sei ja vielleicht schon und sucht sie. Ja, und darum geht der Bürgermeister gleich mal mit Ihnen zu Klasen und weist Sie dort an. Ne? Ja, Klasen selbst wird ja wohl in der größten Not helfen wollen. Ne? Klasen und ich, wir können uns nicht riechen. Ach, da verlassen wir uns doch ganz auf unseren Herrn Bürgermeister. Wir wissen doch, wie tüchtig er ist. Nicht darum sind Sie ja auch mit großer Mehrheit in Lückenhagen gewählt worden, nicht? Ich habe ihn nicht gewählt. Ja, also, Das glaube ich. jedenfalls wird sich der Herr Bürgermeister um Frau Facklam kümmern. Vielleicht wählt sie ihn ja das nächste Mal. Gut möglich. Naja, dann kommen Sie mal, Frau Facklam, ne? Was, mit dem Auto? Hier steht vor der Tür. Oh, ja, danke. Tschüss, Herr Passer. Und nochmal vielen Dank. Ja, nicht zu danken und freuen Sie sich ein bisschen. Ja. Und schimpfen Sie nicht so viel auf meinen Freund da oben. Oh, nicht? Sie wollen mich bestechen. Frau Facklam! Nee, Herr Passer ist schon ein anständiger Mensch, klar. Aber mit dem lieben Gott bin ich noch lange nicht im Rein. Das können Sie ihm als sein Freund gern sagen. Meist, meinetwegen gleich per Telefon. Sie kennen ja wohl seine Nummer, nicht? Also mit dem lieben Gott telefoniere ich drahtlos, Frau Facklam. Ja, da haben Sie ja auch studiert. Unser einer kann das nicht. Mensch, sonst würde ich ihm mal drahtlos meine Meinung sagen. Aber wie? Ja, es tut mir leid, Herr Passer, aber die ist nun mal so. Ja, von mir aus soll sie auch gern so bleiben. Was? Ja, das meine ich so. Ja, gut, Herr Passer, wenn Sie das meinen. Tschüss, Herr Passer. Mittag. Ja, machen Sie es gut, Herr Frau Facklam. Facklam, ich komm. Herr Passer, sowas darf diese Frau nur aber wirklich nicht sagen. Was recht hat sie. Und sie schimpft ja auch nicht. Oh, liebe Gott. Ja, was war das eben denn sonst? Der liebe Gott. Der liebe Gott kann ihr im Augenblick mal wenig helfen, weil die Menschen hier in Lückenhagen ihn in Wirklichkeit gar nicht auf der Rechnung haben. Die denken doch bloß an sich und lassen so eine arme Frau glattweg auf einer alten Matratze sitzen. So ist das doch. Aber ich werde Ihnen eine Predigt halten, die sich gewaschen hat. Du. Nicht von der Kanzel, nee. Auf eine ganz andere Art. Nun regen Sie sich doch bloß nicht so auf, Herr Passer. Die Nacht war nun schon wirklich aufregend genug. Und heute Mittag soll sie schon wieder auf dieser Beerdigung sein. Sag mal, Mieter. Sag mal, hast du denn nur irgendwas von deinen ganz privaten Sachen heute Nacht bei dem Brand verloren? Nee, Herr Passer, Gott sei Dank nicht. Sie haben ja noch alles aus dem Feuer rausgeholt. Ja, dann ist ja gut. Alles andere lässt sich ersetzen, ne? Und bei Ihnen, Herr Passer? Ja, meine Sachen und meine Bücher, die sind ja geborgen. Ja, wenn die Feuerwehr gleich gekommen wäre, dann hätte womöglich das ganze Haus gerettet werden können. Aber die müssen ja alle bei Frau Facklam löschen. Das hatte doch alles eine Richtigkeit. Ja, Mit der Außenwelt haben wir auch schon wieder Verbindung. So, 217. 217. Ja, hier, Pastor Brandt. Ja, ich kann Sie gut verstehen. Sie mich auch, ja? Na, das ist ja bannig schnell gegangen mit dem Anschluss, ja. Ja, also dann noch vielen Dank nochmal, ja? Schön, also, tschüss. Tschüss, legen Sie ja überall banniges Zeug für den Freund vom lieben Gott. Naja, soll uns recht sein, was, Meta? So, du gehst ans Aufräumen. Ja, Passer. Ja, bitte, komm rein. Ach, der Bürgermeister von Samsdorf persönlich. Was verschafft mir die hohe Ehre? Ja, können Sie sich das nicht denken, Herr Passer. Hör jetzt mal. Schönen guten Tag, Herr Bürgermeister. Nehmen Sie Platz. Ja, heute Morgen habe ich das ja gleich zu hören gekriegt, dass unser guter alter Herr Passer radikal abgebrannt ist, nicht? Ja, und da habe ich gedacht, muss man mal gleich mal hin und nach dem Rechten gucken, ne? Ja, na gucken Sie, viel ist nicht zu sehen, ne? Ja, ich sehe schon ziemlich kümmerlich, ne? Ja, brauchen Sie mich noch, Herr Passer? Natürlich, immer Meter. Aber im Augenblick nicht. Ja, dann gucke ich mich erst mal ein bisschen in meiner Stube und in der Küche um, ne? Machen Sie das, Meter. Auf Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Ja, Wiedersehen, Wiedersehen. Junge, das war ja heute Nacht ein verdammtes, ein banniges Gewitter, ne? Ja, war nicht verdammt und verdeubelt, ne? Oh ja, richtig, Herr Pastor, Sie nehmen das ja nicht so genau, ne? So.
Ja, der liebe Gott hat mal wieder ordentlich geschimpft, wie man so sagt. Nicht? Das heißt, bei uns in Samstorf hat er bloß geschimpft. Ja, passiert ist Gott sei Dank nichts. Ja, da können Sie ja von Glück sagen. Ja. Und hier in Lünkenhagen brennen gleich 2 Häuser auf dem Mal ab. Nicht? Ja, ist das denn die Möglichkeit? Ja. Nicht? Ja, aber trösten sich, Herr Passer. Allzu viel war mit Ihrem Haus ja sowieso nicht mehr los. Nicht? Sollte doch auch bald abgerissen werden. Ja, nicht? nächstes Jahr. Naja, sehen Sie, denn ist das ja nicht ganz so schlimm. Nicht? Naja, der Schaden ist da und wenn auch die Versicherung berappen muss, ein Loch bleibt immer, nicht? Ein ziemliches sogar. Ja, Herr Pastor, und darum bin ich hier. Ja, Ihre alte Gemeinde Samstorf, der Sie so nun 5 Jahre als Seelsorger vorgestanden haben, will Ihnen nun mal zeigen, was wahre Nächstenliebe ist und will Ihnen mit diesem Scheck erstmal ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte, Herr Pastor. Was ist das? Ja. 5.000 Mark? Ja, fürs Erste, Herr Pastor, für die größte Not. Das ist außer Gemeindekasse, nicht? Ja, aber wir machen in Samstorf noch eine Sammlung. Und da können Sie Gift aufnehmen, Herr Pastor, dass da mindestens nochmal 5.000 Mark bei rauskommen. Ja, bei uns in Samstorf steckt Geld, das wissen Sie doch, Herr Pastor. Ja, Bürgermeister, das kann ich nicht gut annehmen. Ja, aber warum denn nicht, Herr Pastor? Haben Sie uns nicht immer von der Kanzel gepredigt, dass einer den anderen beistehen muss in der Not? Ja, und das wollen wir nun tun. Das ist doch ganz einfach Christenpflicht, ne? Ach, Christenpflicht? Ja. Bei der Sammlung hier für die Gastarbeiter in Lückenhagen hat die Gemeinde Samstorf mal bloß 500 Mark gegeben, soviel ich weiß. Das ist doch ganz was anderes, Herr Pastor. Für die Gastarbeiter ist erstmal der Unternehmer zuständig und nicht die Gemeinde. Ne? Ja, 500 Mark für 100 Leute und 5.000 für einen Herrn Pastor? Ja, so dürfen Sie nicht rechnen. Ja, das muss ich aber. Als Christ und als Pastor. Aber gut, ich bin ja nebenbei auch noch Mensch. Ja, das will ich doch meinen. Ne? Und nehme das Geld dankend an. Oh, das ehrt uns, Herr Pastor. Das ehrt uns schon mal bannig, ne? Ja, können wir in Samstorf denn sonst noch was für unseren guten alten Herrn Pastor tun? Wir hätten da sogar ein Haus für Sie. Noch besser als dieser alte Schuppen hier, ne? Ich darf ja nicht unbescheiden sein. Ja, aber Herr Pastor, für Sie ist uns doch nichts zu viel und nichts zu teuer, ne? Ja, also mit dem Haus in Samstorf, da kann ich ja im Augenblick wenig anfangen. Ja. Aber Bettzeug könnte ich brauchen. Ja. Und Decken. Ja. Ja, und Möbel, so Tisch, Stuhl, Schrank und sowas. Jo, Herr Pastor, mit dem ganzen Möbelwagen komme ich hier an, Herr Pastor. Sie kriegen so viel, dass Sie diesen ganzen alten Krempel hier wegschmeißen können, ne? Ja, wir in Samstorf wissen doch, was wir unseren Herrn Pastor schuldig sind, ne? Ich bin ja nicht mehr Ihr Pastor. Ja, das ist ja das Leiden, Herr Pastor. Unter uns gesagt, Herr Pastor, der neue Pastor, Herr Pastor, passt uns gar nicht, Herr Pastor. Warum denn nicht? Herr Pastor Lemke ist auch ein feiner Mensch. Ach, fein Menschen, der ist viel zu scharf, ist der. Nee, wir brauchen wieder so einen Pastor, so einen wie Sie, der auch mal ein Auge zudrückt, wenn da so, nicht? Ja. Na, Sie wissen schon, was ich meine, nicht? Ja, ich weiß schon was. Ja. Bei Ihnen habe ich doch auch mal ein Auge zugedrückt. War es nicht so? Oh, ich schwöre, Herr Pastor, dass ich das nie nicht wieder gemacht habe. Nie nicht wieder, ja. Dann hat sich das Augen zu drücken ja gelohnt. Ne? Ja, der Herr Pastor. Ja, und darum meine ich, wäre das nun nicht besser, wenn Sie nur wieder zu uns nach Samstorf kämen. Ich meine, der Posten wird doch frei, ne? Darüber habe ich nicht zu bestimmen und ich habe in Lückenhagen noch allerhand zu beschicken. Ja, aber Herr Pastor, Lüngenhagen ist doch nun nicht Samstorf, ne? Und Sie haben doch nun gemerkt, wie wir da an Ihnen hängen. In Lückenhagen hängen Sie auch an mir. Ja, aber wer mehr an Ihnen hängt, das soll sich erst noch mal rausstellen, ne? Wir gehen in eine Konkurrenz mit den Lüngenhagener, ne? Ja, also das kann ich da nicht ändern. Ja, überlegen Sie sich das. Mach mal gut, Herr Pastor. Ja, gut, das überlege ich mir. Ja, Sie müssen schon entschuldigen, ich habe noch eine Beerdigung heute Mittag. Ach nee, wer ist denn gestorben? Ich habe gar nichts gehört. Das müssen Sie auch nicht. Ah, ja. Ja, was tut Lüngenhagen für Sie? So allerhand. Ne? Erstmal habe ich das Haus hier gekriegt und die Einrichtung. Ne? Ach, kümmerlich, Herr Pastor. Und finanziell? Ja, das weiß ich nicht, aber Lückenhagen wird sich bestimmt so anstrengen wie Samstorf. Das soll Sie erst noch rausstellen, Herr Pastor. Warten Sie mal ab, ich guck bald wieder rein, ne? Ja. Der Mann schießt, Herr Pastor. Bis Ja. zum nächsten Mal, ne? Schießt, Herr Tschüss, Pastor. Bürgermeister Tietke. Ja. Dass das so gut anfängt, hätte ich gar nicht gedacht. Nun sei mir mal nicht böse. Nun komme ich auf den Geschmack.
Ja, Lücknerhagen, hier, Pastor Brandt. Ja, spreche ich dort mit dem Bürgermeisteramt in Thielsen? Ach so, persönlich am Apparat. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Ja, ich wollte bloß sagen, dass ich heute Nachmittag nicht nach Thielsen kommen kann. Ach, Sie haben schon gehört, ja. Ja, stellen Sie sich doch mal vor, eben war der Bürgermeister von Samsdorf hier, Herr Tieke, ja, und der hat mir doch einen Scheck über 5.000 Mark gegeben und Möbelwaren mit Sachspenden will er mir aufschicken. Was meinen Sie? Nee, Herr Bürgermeister, nee, also das geht zu weit, das kann ich nicht auch noch annehmen, nee. Ja, also wenn Sie mir so zusetzen, ja, dann kann ich ja gar nicht anders, ne? Gewiss, ja, das ist Christenpflicht, ja. Gut, ich komme dann in der nächsten Woche dann mal vorbei, ja? Schön und vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Also, tschüss. Nur mal 5.000 Mark. Ja, bitte, komm rein. Ich habe Ihnen schnell eine Tasse Kaffee gekocht, Herr Pastor. Das wird Sie wieder ein bisschen aufmuntern. Ach, ich bin so munter wie noch nie, Meta. Dass Sie solche Nacht wie diese einfach so abschütteln können. Ja, na gut, dann muss man nicht mit fertig werden, Meta. Stellen Sie vor, Herr Pastor. Herr Pastor, in der Küche ist schon wieder alles da, was wir brauchen. Ja, Pütt und Pannen und Besteck und Geschirr und Tücher und sogar Schaufel und Besen und überhaupt alles. Und dieser Zettel, der hing am Küchenschrank. Ja, für unseren lieben Herrn Pastor mit den freundlichsten Empfehlungen vom Einrichtungshaus Dreier. Siehst du, Meta? Meter, was habe ich gesagt? Überschütten werden Sie uns, mich, den Herrn Pastor. Ja, weil Sie glauben, dass ich den Schlüssel fürs Himmelstor kriegen könnte von meinem Freund da oben. Ja, und weil ich Ihnen die Treppe raufhelfen könnte. Ja, bitte komm rein. Herr Pastor, ich wollte Ihnen bloß mal zeigen. Was ich für das Geld alles gekriegt habe. Bettwäsche natürlich auch, aber hier Hut, Mantel, Kleid, Schuh, Strümpfe und ein Gemälde, Herr Pastor. Heidelandschaft mit Engeln und Schafen. Habe ich natürlich an Sie gedacht. Oh, soll ich mal auspacken? Nee. Das Bild kenne ich. Ja, aber nun sind die 300 Mark aber alle und ich muss ja noch so viel haben, Pütt und Pannen und Geschirr und Handtücher und alles. Frau Facklam, so schnell geht das ja nur alles nicht, ne? Ich meine, Sie können bestimmt noch mehr einkaufen, aber nicht heute. Heute habe ich keine Zeit mehr. Ja, aber Ihre Zeit kostet das doch nicht. Doch! Das nächste Mal komme ich nämlich lieber mit. Nee. Sagen Sie mal, wer hat Ihnen denn diese Klamotten angedreht? Dreier? Angedreiert also? Wieso? Gefalle ich Ihnen nicht? Also wenn Sie mich fragen, Frau Facklam, dann muss ich aber wirklich... Nee, sagen Sie nichts, Mensch. Wer hat Sie da bedient? Der Chef persönlich, Der Herr Chef. Dreier. Und er hat mir ganz doll die Hand gedrückt und hat mir von Herzen sein Beileid ausgesprochen. Ja. Und dann hat er mir noch gesagt, wenn ihr alle meine Sachen, die ich brauche, bei Ihnen kauft, könnt ihr mir einen guten Rabatt, oder wie nennt man das, geben. 10%. 10%? Ja, dann gehe ich nachher mal zu Sievers, mal sehen, was der mir gibt. Und er hat mir dann auch noch so eine Porzellanfigur geschenkt. So, hier. Eine Frau so mit 2 Windhunden. Soll ich die mal auspacken? Nee, da habe ich keinen Gusto drauf. Ja, guten Tag. Ja, ich hätte gern mal Herrn Dreier ganz persönlich gesprochen, ja? Danke. Wieso? Was soll ich? Nee, nun lassen Sie mal. Ich will mich doch bedanken bei Ihnen. Wegen mir? Hier, lassen Sie mal. Ja, guten Tag, Herr Dreier. Ja, ich wollte mich bloß bedanken bei Ihnen. Ja, natürlich, das ist Christenpflicht. Ja, doch. Ja, und dann muss ich Ihnen sagen, dass Sie einen guten Geschmack haben. Ja, nee, ich meine nicht die Sachen, die Sie mir geschickt haben. Nein, ich meine die von Frau Facklam. Ja, sie ist hier. Sie ist hier und bedankt sich auch vielmals, ja? Was meinen Sie? Nee, ich habe nicht genau verstanden. Nee, ich auch nicht. Oh nee, das finde ich auch nett. Ach, oh nee, Herr Dreier, also das nenne ich nur wieder Christenpflicht, ja? Gut, ich sag Frau Fackland Bescheid,
Jawohl. Ja, und auf Wiedersehen. Jawohl, schön, tschüss. So, Was ist nun gehen Sie mal hin zu Dreier und lassen sich von ihm noch was, können da was abholen. Ja, was denn? Erzählen Sie mir schnell, was... Na ja, Geschirr, Besteck, Topf, Pfanne und sowas. Ja? Ach, All das, was ich auch gekriegt oh, habe. Herr Pastor, Ja. du komm ich dahinter. Mensch, Herr Pastor, ich geh doch wieder in die Kirche. Ach, Herr Pastor, wenn du Das hat bloß mein Jan hier wär, nicht? Ja. Komm, ich hab ja dann... Wo treibt der Bengel sich nur bloß rum? Hm. Wissen Sie, ich hätte ihn jetzt nämlich zu gern bei mir. Wenn das hier nämlich nur alles so weitergeht, nicht? Denn der macht Abbrennen direkt Spaß. Mir auch. Ja, bitte, komm rein. Lisa, Frau Dreier, willst du mich schon holen? Ich? Ja, wegen dem ganzen Geschirr doch. Oh nee, so schnell geht das gar nicht. Nee. Ich hätte gern... Haben Sie wohl einen Augenblick Zeit für mich, Herr Pastor? Aber natürlich, Madame. Für meine Kinder habe ich doch immer Zeit. Frau Fackland, Frau Setze. wir gehen mal ein bisschen Ja, raus, also, ne? Winter, ne? Und Frau Fackland, bitte. Ja, ich gehe Ja. jetzt zu Dreier, zu deinem Vater, Lieschen. Ja. Tschüss, Herr Pastor. Und Ja. nochmal vielen Dank. Ach. Dann schon mal durch. Ja. Kommen Sie mal mit in die Tasche. So. Na, wo brennst du? Christenkind? Woher wissen Sie das, Herr Pastor? Oh, habe ich richtig getippt? Das wollte ich gar nicht so fix. So. Du kriegst also ein Kind. Ein Kind ist ja was Schönes, ne? Was Wunderbares. Ja, das meinst du doch auch, ne? Also eine Mutter freut sich doch auf das Kind. Na, freuen, habe ich gesagt, nicht weinen. Das mag das Kind gar nicht haben. So, komm, hier bitte. Nun mal. Ja. Ja. So, nun sag mal, wann soll's denn kommen? Zu Weihnachten. Oh, zu Weihnachten, das ist doch schön. Und was soll's denn werden? Junge oder Mädchen? Pastor, Du kannst mir doch sagen. das geht doch nicht, Herr Pastor. Was geht nicht? Dass du ein Kind kriegst? Oh, Miguel, du bist 22. Warum sollte das wohl nicht gehen? Sie wissen ja gar nicht, was ich meine. Doch, ich weiß schon, was du meinst. Er ist aber nicht verheiratet. Nee. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Du. Und wer das ist, das willst du mir nicht sagen. Musst du auch nicht, wenn du das nicht willst. Aber warum kommst du denn zu mir? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll, Herr Pastor. Ich bin ja nur nicht der Vater von deinem Kind. Nee. Sonst würde ich dich ja auf der Stelle heiraten. So gehört sich das ja, ne? Eigentlich ja. Und nicht eigentlich. Bitte? Hast du ihn denn lieb? Ja. So toll, also. Ehrlich auch. Ich glaube, ja. Na, dann ist doch alles in Butter. Dann geht ihr zum Bürgermeister und dann kommt ihr zu mir, wenn ihr wollt. Und dann mache ich auch vor dem lieben Gott Mann und Frau aus euch beiden. Ist das nicht wunderbar? Ja. Aber das geht doch eben nicht. Ja, warum denn nicht? Weil mein Vater... Ach so, komm, ich weiß, was du sagen willst, aber aus diesem Zeitpunkt sind wir ja nur mal langsam raus, ne? Er ist mir doch weggelaufen, Herr Pastor. Ach so, weggelaufen ist er. Ja, und er hat gesagt, er wird nie wiederkommen. Wenn er nicht wiederkommt, Herr Pastor, dann... Da gehst du noch lange nicht ins Wasser. Diese Schande, Herr Pastor, die kann ich meinen Eltern einfach nicht an. Was haben denn deine Eltern damit zu tun? Die kriegen das Kind doch nicht. Nee. Ich meine, Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber du hast nun für nichts anderes zu leben als für dein Kind. Und wer sich in diesem Zustand was antut, der nimmt nicht bloß ein, der nimmt zwei Leben. Da sind wir uns also drüber einig. Ja, Herr Pastor. Jan Fackland kommt zurück. Wart's nur ab. Aber er hat gesagt, das könnte nie was mit uns werden. Und darum können wir uns einfach nicht mehr sehen. Und außerdem hat er hier keine vernünftige Arbeit. Hast du eine Ahnung, wo er hin ist? Nee. Ach, Jan Fackland.
Facklam. Das ist so ein anständiger Kerl, der wird sich auch um seine Mutter kümmern. Ja, aber er weiß ja gar nicht, dass sie abgebrannt ist. Das ist doch gut. Dann müssen wir ihn das wissen lassen. Ja. Wie denn wohl? Das soll die Polizei, die findet ihn schon. Sie wollen Jan durch die Polizei suchen lassen? Ja, natürlich. Er muss doch wissen, was heute Nacht passiert ist. Und wenn wir bei dieser Gelegenheit den Ausreißer so ganz nebenbei auch deinetwegen zu fassen kriegen, na, dann wissen wir das bloß doch wir beide und mein Freund da oben. Ne? Ist das nicht schön? Ja. Ich will ihn aber nicht zwingen. Das sollst du ja auch nicht. Das mache ich. Und über das andere, das mit deinen Eltern, da machen wir so einen richtigen Kriegsplan, ne? Ja. Siehst du, so sieht die Welt schon ganz anders aus, ne? Aber nicht zu Frau Facklam sagen, was zwischen Jan und mir ist. Das weiß kein Mensch. Fertig denn. Die ist eine gute Schwiegermutter, du. Meinen Sie wirklich? Ja. Nun musst du mich entschuldigen, ich habe wirklich keine Zeit mehr, mein Herr. Zu keinem Menschen hätte ich was gesagt, Herr Pastor, aber Sie... Ich bin ja auch kein Mensch, ich bin Pastor. Nee, eben nicht. Ja, bitte komm rein. Herr Pastor! Ja. Herr Brandinspektor Meinke. Brandinspektor Meinke? Ah, aus Fulburg? Ja, das hat er nicht gesagt. Na ja, ich bin gleich soweit. Ah, siehst du mal, das reißt und reißt nicht ab und das sieht noch aus hier. Oh Gott, Herr Pastor! Hm? Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, wie leid mir das alles tut. Ja, du hast ja auch an was anderes zu denken, nicht? Ich tue das auch weiterhin, aber mit der Nase nach oben. Hm? So, nun musst du mich mit dem Herrn Brandinspektor allein lassen, der hat nämlich auch was auf dem Herzen. Aber was du hattest, das ist viel, viel schöner. Auf Wiedersehen, Herr Pastor, und vielen Dank. Ja. Ja, Herr Inspektor, bitte. Guten Tag, Wilhelm! Dass wir uns auf diese Art wiedersehen, Henrik! Ja, es ist lange her, dass wir uns zuletzt über den Weg gelaufen sind. Ja, aber ich freue mich trotzdem. Komm, setz dich. Was zu trinken, ja? Nee, danke, ich komme ganz dienstlich. Ja, natürlich, Herr Brandinspektor. Soweit hast du es also gebracht. Ne? Tja. Ja, ich bin ein einfacher Pastor geblieben. Ne? Na, schieß los. Tja, was sein muss, muss sein. Also Wilhelm, wir haben doch vorhin mal die Brandstellen inspiziert. Wir tun das immer. Das ist reine Routinesache, weißt du. Ja, natürlich. Ja. Und da habe ich noch was zu fragen. Ja, Frau. War ja wirklich ein dummer Zufall, dass hier in Lüngenhagen gleich 2 Häuser durch das Gewitter abgebrannt sind. Ja, also, gegen den Zufall kann auch ein Pastor nichts ausrichten. Bei einer Feuerwehr, da konnte bloß das Haus von Frau Facklam gelöscht werden. Ja, ja. Du bist, wie man so sagt, zu kurz gekommen. Die wichtigsten Sachen haben wir ja noch retten können, ne? Bei Frau Facklam, da ist der Blitz um 11:45 eingeschlagen. Wann bei dir? Also, so genau kann ich das nicht sagen. Viertelstunde? Danach? Glaub ich. Warst du auf? Ja, ich habe die Feuersirene gehört und bin aufgestanden. Und wollte los. Und da sehe ich doch, ich war schon auf der Straße. Rauch und Qualm an meinem Dach, du. Sag mal, Wilhelm, als du noch im Hause warst oder schon auf der Straße, ist dir da was aufgefallen? Was Verdächtiges? Nee, wieso? Tja, ich musste nämlich leider sagen, dass dein Haus nicht durch einen Blitz abgebrannt ist. Wie denn sonst? Brandstiftung. Klipp und klar, Brandstiftung. Das ist ja wohl nicht möglich. Doch, wir haben da leider Beweise für. So, Beweise. Ja, nun hast du schon einen bestimmten Verdacht, ne? Oh Gott, einen bestimmten. Ja, mein Haus war nichts mehr wert und so sollte ja in Lückenhagen ein neues Pastorat gebaut werden. Aber Wilhelm, du glaubst doch wohl nicht im Ernst auch noch, dass er nur der leiseste Verdacht auf dich persönlich fallen könnte. Du bist Pastor. Der Pastor ist auch bloß ein Mensch. Ja, aber ich bitte dich. Die Idee, dass du womöglich dein eigenes Haus angesteckt hast, wegen der Versicherung, und das ist doch absurd. Wirklich? Aber natürlich. Ja, also dann kann ich dich auch beruhigen. Mein Haus war nämlich nicht mehr versichert. Aber das ist ja gerade so absurd. Ja, damit muss ich dann fertig werden. Aber Frau Facklam, die ist ja viel schlimmer dran. Nicht? Die war ja auch nicht versichert. Ja, natürlich. Ja. Du, dann müssen wir den Brandstifter aber schnell finden. Ja. Und er muss er berappen, wenn er das kann.
Übrigens, eine Spur haben wir schon. Eine Spur, tatsächlich? Ja. Hinter deinem Haus sind frische Fußspuren von einem Mann und von einer Frau. Und dann haben wir in deiner kleinen Laube einen Schlüssel gefunden. Schlüssel? Hm? Was hat das wohl zu bedeuten? Ja, wenn wir nun zum Beispiel rauskriegen, wen der Schlüssel gehört, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Bloß ein Teil ist mir nicht ganz klar bei dieser Brandstiftung. Was denn nicht? Das Motiv. Warum hat einer dein Haus angesteckt? Ja, Henrik, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Du. Aber jetzt musst du mich entschuldigen, ich habe keine Zeit. Ja, natürlich, du drück uns aber die Daumen, dass wir den Brandstifter schnell finden. Ich drück die Daumen, du, da kannst dich drauf verlassen. Tschüss, Willem. Ja, tschüss, Henrik. Mach's gut. Kannst du denn wenigstens meine Dummheit verstehen? Hm? Wiederkommt? Nee, das habe ich Ihnen doch nun schon 100-mal gesagt. Der Herr Pastor ist weggefahren. Ja, wo ist er denn hin? Nach Telsen. Ach so, in Telsen ist er. Da war der Herr Pastor doch auch mal Pastor, nicht? Oh ja, 5 Jahre lang. Oh, 5 Jahre. 5 Jahre in Telsen, 5 Jahre in Sarnstorm und nun bald 5 Jahre hier in Lücken. Oh Gott, der wird denn hier doch wohl nicht bald wieder abhauen. Aus Lückenhagen. Das kann man alles nicht wissen. Das kommt manchmal über Nacht. Oh Mann, nee, das wäre ja gräsig. Oh, guck mal, alles neue Tassen. Ja, war's doch. Ja, nee, bis ich meinen ganzen Backmeermus wieder zusammen habe, muss der Herr Pastor unbedingt hier bleiben. Oh. Darum also bloß. Na, Sie sind mir vielleicht eine. Wieso, hier in Lückenhagen denkt jeder bloß immer an sich selbst. Darf ich das denn nicht auch? Ja, man hat ihn hier aber schon ganz schön unter die Arme gegriffen in den letzten 3 Tagen nach dem Brand. Das habe ich aber nur dem Herrn Pastor zu verdanken, nur ihm. Ohne ihn sehe ich doch immer noch bei Glasen auf der alten Matratze da oben. Ja. Und das müssen Sie doch sagen, wenn man alles verloren hat, das dauert eine lange Zeit, bis man wieder so richtig zufrieden ist, ne? Ja. Ich beschwere mich aber nicht und beklage mich auch nicht. Das ne? tue ich ja auch nicht, ich bin da bloß ein bisschen hinterher. So. Ich glaube, der Herr Pastor, der hat bis jetzt mehr für Sie gesorgt als für sich selber. Ja, das muss er doch auch als Pastor. Ja, nee, wenn ich schon Pastor bin, dann muss ich ja wissen, dass immer erst mal die anderen kommen und dann erst ich selber, nicht? So, ja, was wollen Sie denn nur eigentlich von dem Herrn Pastor? Ja, mein Geld ist schon wieder alle. Der Herr Pastor kann sich doch kein Geld aus den Rippen schneiden. Nee, aus seinen eigenen soll er das ja auch gar nicht. Aber aus den Rippen von den satten Lüngenhagenern, und das versteht er prima. Kein Stück Möbel, kein Stück Zeug, nichts hätte ich gekriegt bis jetzt, wenn Herr Pastor sich nicht so dahinter geklemmt hat. Ja, wenn Sie das mal wenigstens einsehen. Ja, natürlich sehe ich das ein. Was für mich vom Vorteil ist, das sehe ich immer ein. Nun sagen Sie doch mal ganz ehrlich, Frau Packler, wenn hier in Lünkenhagen nun jemand anders abgebrannt wäre und Sie sollten was hergeben oder Geld spenden, was hätten Sie da denn wohl gemacht? Ist er genauso arm wie ich und nicht versichert? Nehmen wir das mal an, ja. 10-mal so viel wie die Reichen hätte ich gegeben. Ja, das ist ja nun nicht gut möglich, ne? Können Sie rechnen? Kommen Sie Ja, mal her. ja, ich glaub schon. Hier ist ja gerade so ein... Frau Packler, das ist der Platz vom Pastor, da Ja, können das Sie sich weiß so ich, breit aber er ist doch nicht da. Ich mache mich auch gar nicht breit. Ich will hier nur was schreiben. Also, die Lüngenhagen, da haben wir jeder ein Vermögen von, sagen wir mal, 100.000 Mark. Was? Nein, nee, das ist nicht zu hoch gegriffen. Wenn die in so einem Fall nur 100 Mark geben würden, dann sind das 0,1%. Ich habe ein Vermögen von 300 Mark Rente im Monat. Wenn ich davon nun 3 Mark gebe, ist das ein ganzer Prozent. Also 10-mal so viel. Tja. Wenn man das so ansieht, Ja, ne? so muss man das ansehen. Und in der Kirche halte ich das genauso.
Wenn der Klingelbeutel rumgeht, dann steck ich da einen Groschen rein. Und mein Nachbar, der reiche Kaufmann Dreier, 5 Mark. Und dann bildet der sich doch wunder was drauf ein. Und weiß gar nicht, dass so eine arme Witwe für die Armen viel mehr getan hat als er. Relativ, sagt man dazu. Und das, ja, was ist denn relativ? Also pass mal auf, du hast ein Glas und da ist so viel drin. Der ist das halb voll, aber relativ leer. Und das ist man gut, dass wir hier in Lüngenhagen einen Pastor haben, der weiß, was relativ ist. Und solange ich mich relativ gut dabei stehe, warum denn nicht? Für solche Leute wie mich ist die Christenpflicht ja schließlich eingeführt, nicht? Ich bin arm und hab nix. Und hier die Gastarbeiter im Lager, die haben auch nichts. Aber zu denen geht der Herr Pastor auch 10-mal mehr hin als der Bürgermeister. Ja. Nee, einer ist da, der ist noch mehr zu finden. Kaufmann Dreier. Aber der kommt dann mit so einem Wagen voll Ramsch und will verkaufen und holt das Geld. Ja. Ha, wenn man von Teufel spricht, ist er nicht weit. Wir kriegen Besuch. Na, wir doch wohl nicht. Oh, lassen Sie Kaufmann Dreier mal ruhig reinkommen. Wir sind ja nur gute Freunde, nicht? So, bitte. Herein. Ja, bitte. Ach, der Herr Pastor ist wohl nicht zu sprechen. Der Herr Dreier leider nicht, der Pastor ist unterwegs. In Telsen ist er. So in Telsen. Ja, und wann er wiederkommt, ist wohl noch nicht abzusehen. Um 12 wird er wohl wieder hier sein. Zu mir haben Sie gesagt, Sie wüssten nicht, wann er wiederkommt. Na, zu Mittag doch wohl ganz bestimmt, ne? Haben Sie was Besonderes, Herr Dreier? Na ja, aber das muss ich mit dem Herrn Pastor selber besprechen. Na ja, ich komme nachher noch mal wieder, muss hier ja sowieso vorbei. Ach, Frau Facklam. Ja. Wo ich Sie gerade sehe. Sagen Sie mal, was macht eigentlich Ihr Jan? Mein Jan, ja, wenn ich das mal selber wüsste. Seit dem Abend vor dem Brand habe ich nichts mehr von ihm gehört. Der sucht sich wohl irgendwo Arbeit. Hier ist ja nichts mehr für ihn zu finden, wo jeder schon mindestens ein neues Haus hat, nicht? Ja, wird er denn überhaupt mal wiederkommen in nächster Zeit? Natürlich, was denken Sie denn? Der lässt mich doch nicht ins Stich. Der weiß doch bloß nicht, was passiert ist. Sonst wäre er schon längst wieder hier. Ach, Fräulein Meta, ich habe hier natürlich nichts zu sagen, nicht? Aber können Sie uns trotzdem nicht mal einen Augenblick allein lassen, Frau Facklam und mich? Aber gerne, Herr Dreier. Sie tun ja so geheimnisvoll. Ja. Das ist ja auch ein Geheimnis. Kommen Sie mal her. Sagen Sie mal, kennen Sie vielleicht diese Handschrift? Das ist ja die von meinem Jungen. Wo kommt der Brief her? Aus Hamburg, das können Sie am Poststempel sehen. Ist vorgestern Abend abgeschickt. Und den Brief hat er an Sie geschickt? Naja, an mich gerade nicht, aber an meine Lieschen. Und dann haben Sie den Brief einfach aufgemacht. Herr Dreier, muss ich mich als Jans Mutter aber gegen verwahren. Also, ob Sie mir das nun glauben oder nicht, ich habe ihn aus Versehen aufgemacht. Er lag zwischen meiner Post. So, und? Ja. Was steht da drin? Nö. Ja, wenn Sie das wissen, will ich das auch wissen. Naja, gut. Bloß ein Satz. Bitte. Ich hätte es nicht tun sollen, aber ich mache alles wieder gut. Was hätte er denn nicht tun sollen? Was will er denn wieder gut machen? Das weiß ich nicht. Sie vielleicht? Woher wollen Sie überhaupt wissen, dass der Brief von meinem Sohn ist? Na, Sie als seine Mutter haben die Schrift eben selber identifiziert. Und vorher haben Sie keine Ahnung? Nee, Frau Facklam, vorher nicht. Geht das ja hinterlistig so. Ja, ich hatte bloß einen Verdacht und den haben Sie mir eben bestätigt. Ein Verdacht? Ja. Was hat mein Jan ausgefressen? Naja, ich werde mal meine Lieschen fragen am Ende. Nein, das werden Sie nicht. Wenn die beiden Jan und Lieschen hinter unserem Rücken was auszumachen haben mit Briefen ohne Unterschrift und so, dann ist das wohl deren Sache. Also, Frau Facklam, woran Sie das mit Ihren Jan halten, ist Ihre Sache. Lieschen aber ist mein Kind, nicht? Und ich als Ihr Vater sage... Nur hören Sie auf mit dieser ollen Leier. Von wegen 2 Sonnen, die passen nicht zusammen, weil Lieschen was an der Hacken hat und mein Jung nicht. Mein Jung kann tüchtig arbeiten und auch eine Frau ernähren. Ja, so weit sind wir noch lange nicht, nicht? Ja, aber Sie scheinen ja schon wieder mehr zu wissen. Als Nein, nix weiß ich, gar nichts. Das eine will ich Ihnen sagen, Frau Facklam. Dass meine Lieschen von mir, sollte da wirklich was Ernstes zwischen den beiden sein, nicht die Einwilligung kriegt,
Das braucht sie auch gar nicht. Sie ist ja über 21. Ja, da hängt ja wohl noch ein bisschen mehr dran. Ja, natürlich. Das Geschäft. Aber wenn Lieschen denn lütt wird und sich danach richtet, dann können Sie sie sowieso behalten. Dann will Jan sie gar nicht mehr, dann taugt sie nicht. Also, Frau Fackler, ich muss doch bitten, nicht? Mein Jan posiert nicht einfach so in der Gegend rum. Wenn er deren Brief schreibt, dass er alles wieder gut machen will, dann ist ihm das ernst. Und dann ist diese deren. Von diesem Augenblick an auch meine Schwiegertochter. Jawohl, meine Schwiegertochter! Und der! Meiner Schwiegertochter was Böses will oder ihr sogar Stein in den Weg legt, der kriegt das mit mir zu tun. Also, Frau Fackler, und wenn es seine Vater ist, dann ich will auch noch Wort mitzureden. Sie doch aber nicht mit Lieschen. Ja. Sie sollten von dem Brief nichts wissen, das ist ja wohl klar, nicht? Haben sich als anständiger Mensch dazu richten. So. Du habe keine Lust mehr, mich mit Ihnen zu streiten. Auf Wiedersehen. So, aber das eine will ich Ihnen sagen. Was ihr Jan wieder gut zu machen habt, das kriege ich raus. Ja, da können Sie sich auch verlassen. Worauf Sie sich verlassen? Ja, sich verlassen kann, dass er den Brief nie wieder zu sehen kriegt. Oh Mensch, Jan, was hast du bloß ausgefressen? Was war denn hier los, Frau Facklam, dass Herr Dreier so in Fahrt war? Der war in Fahrt, ich war in Fahrt. Der hatte überhaupt keinen Grund, in Fahrt zu kommen. Haben Sie ihm irgendwas gesagt? Sind Sie ihm zu nahe getreten? Ja, das habe ich. Ich habe zu ihm gesagt, dass mir 10% Rabatt nur zu wenig sind, weil ich alle... Sie denken nun ja wohl bloß noch in Zahlen. Wenn Herr Dreier Ihnen 10% Rabatt geben will, dann meint er das doch gut. Dann will er doch bloß Ihr Bestes. Ja, natürlich, mein Geld. Aber davon will ich so viel wie möglich behalten. Auf Wiedersehen. Diese Frau. Oh nein, das auch noch. Ja, ich komme ja schon. Ja, hier bei Pastor Brandt. Oh, schönen guten Tag, Herr Bürgermeister Schmidt. Nee, der Herr Pastor ist leider noch nicht wieder zurück. Kann ich was ausrichten? Oh, das ist aber schön, Herr Bürgermeister. Ja, das kann gleich losgehen. Ja, 3 Betten, 2 Couchen, 2 Sofas, 4 Sessel, ja, hab ich, 12 Stühle, ein Schrank, eine Vitrine, ja, 2 Kleiderschränke, 2 Kommoden, 2 Tische, ein Küchentisch, 6 Küchenstühle, ein Küchenschrank, 2 Nähmaschinen. Ja, das können wir alles gebrauchen. Ja, 4 Oberbetten, 4 Kopfkissen, 12 Bettbezüge, 16 Kissenbezüge, 20 Bettlaken, 18 Wolldecken. Ja, hab ich. Was? Wie viel? Donnerschlag, Herr Bürgermeister, so viel Geld? 8.470 Mark. Ja, da wird der Pastor sich aber freuen, wenn er wieder zurück ist. Ja, da haben Sie recht, Herr Bürgermeister, Christenpflicht. Ja, der Mensch ist Herr Bürgermeister. Tschüss. Donnerschlag. Die haben sich doch ja gar nicht ins Zeug gelegt. Ja, bitte. Guten Tag. Gott sei Dank, Sie haben mich nicht erwischt. Wer? Frau Facklam. Ach so. Hätte einen Schuppen musste ich kriegen, damit sie mich nicht zu fassen kriegte. Die hätte mich doch gleich wieder angemacht. Ist der Pastor nicht hier? Nee, Herr Bürgermeister, der ist nach Thesen, muss aber jeden Augenblick wieder hier sein. Ach nee. Ja. Nach Thesen ist er. Na ja, da haben Sie auch eine Sammlung gemacht. Ja. Geld und Sachspenden. Und noch eine Stiftung vom Gemeinderat extra. Ja. Und wenn man dann nachher alles zusammenzählt, dann steht Lüttenhagen wieder ganz an letzter Stelle. Ja, das kann passieren. Ja. Weil überall anders noch viel mehr Geld ist.
Und weil wir hier auch noch das Lager mit den Italienern haben. Mit den italienischen Gastarbeitern, Herr Bürgermeister. Denn eben mit den italienischen Gastarbeitern. Aber Geld kosten die auch. Und Frau Fackler will ja auch noch was abhaben. Ja, darum war sie gerade eben wieder hier. Also ich kann das ja verstehen, dass die Brandner für Frau Fackler ein böser Schock gewesen ist. Aber auf der anderen Seite, was hat sie denn gehabt? Ein Mann, Herr Bürgermeister. Oh, guten Tag, Herr Pastor. Ein Mann, der ums Leben gekommen ist, ohne seine Schuld. Ja, das stimmt wohl, Herr Pastor, aber... Hätte sie noch Ihr Mann, dann stünde sie heute ganz anders da. Der hätte zum Beispiel dafür gesorgt, dass Haus und Inventar versichert gewesen wären. Da hätte sie auch selber für sorgen können. Gesagt worden ist ihr das oft genug. Wenn einer in Not ist und Hilfe braucht, dann geben wir gern und freiwillig. Ob die Hilfe nun gefordert wird oder nicht, das hat doch mit der Kistenpflicht nichts zu tun. Aber Bescheidenheit ist eine Zier. Doch weiter kommt man ohne ihr, nicht? So. Ja. Das sagt das Sprichwort und es hat ja oft recht. Nicht? Ja, bitte komm rein. Buongiorno! Guten Tag! Come sta? Wie geht's, Herr Pilavati? In Augenblicke glaube ich besser wie Sie, Padre. Haben Sie das neben mir? Geht's großartig? Riano? Sie? Ja, der will ihn nicht länger stören, nicht? Tschüss, Herr Pastor, Herr Benamati. Gerne hätte mit sich gesprochen, Signor Sindaco, Herr Bürgermeister. Die Wasserkuche. Ja, ich weiß, die Waschküche, ja. Morgen komme ich sowieso. Der macht mich verrückt mit seiner Waschküche. Ja, ich bring sie ihm raus, Herr Bürgermeister. Oma, wenn er mich gesehen hat, mache sempre una zanzara. Una Zanzara, eine Mücke, ja? Oder er macht Fliege. Si. Ja, Sie wollen ja auch immer unserem Bürgermeister ans Geld, ne? Oh. Ja, Sie müssen, will ich mal sagen. So wollen wir uns nicht setzen. Oh, grazie. Zigarette? Mille grazie. Ja, Sie wollen unseren Bürgermeister immer ans Geld. Ja, aber was soll ich machen? Ich bin Magazziniere, Lagervorsteher. Ja. Ich muss sehen, dass ich für meine Leute piacevole, angenehme Verhältnisse, Ja. Wie viele Leute sind es denn nun? Na, quasi 100. Nur Italiener. Ja, Italiano, si. Gut, dass es gab Flüchtlingsbaracke. Aber ich brauche viele Sachen und ich muss sagen, molto testadura, sehr hartnäckig. Und die Verwaltung immer wieder falle auf die Uhr, wie heißt in Deutsch? Auf dem Wecker. Dass er immer wieder rasselt. Si. Zum Beispiel muss ich mit die Sindaco litigare a parole. Mit die Bürgermeister prügeln mit. Prügeln? Oh, no. Mich herumschlagen. Das Lavanderia, Wasserkuche komme wieder in die Ordnung. Das ist doch eine längst beschlossene Sache. Si. Aber außergewöhnliche Umstände sind eingetreten. So hat geschrieben Sindaco Arendt. Was für außergewöhnliche Umstände denn? Na, Sie wissen besser wie ich, Padre. Ich weiß gar nichts. Na, il Temporale, die Gewitter. Was habt ihr gemacht? 4 Menschen senza casa, ohne Haus, Obdachlose. Ja. Und nun sagen die haben kein Geld für Sie, ne? Si. Ecco, stimmte genau. So. Ja, wir sehen ein, das aber ist nicht schon für uns, ne? Wie viel Geld brauchen Sie denn für die Waschküche? 4 Millionen, 4 Millionen. Mark? No. No, Lira. 4.000 Mark. Die kriegen Sie. Dafür sorge ich. Lassen Sie mich noch machen. Oh, grazie, mille grazie. Haben Sie sonst noch was auf dem Herzen? Naturalmente, deswegen ich bin gekommen. Ja? In die Lager. Wir haben gemacht una collezione. Ja? Eine Sammlung für Sie. Weil Sie sind abgebrannt. Wir haben 112 Mark zur Verfügung. Ist nicht viel, aber Sie wissen, hä? Das Geld nehmen Sie aber schön wieder mit. Das wäre ja noch schöner. Perdonate, Padre. Sie Oma haben sich eingesetzt für uns Ithaka. Gastarbeiter. Wir wollen contraccambiare. Wir wollen revanchieren uns. So gut wie wir können machen. Nee, das können Sie nicht. Wir werden schon anders gut entschädigt. Oh, Entschädigung nicht direkt aus. Ich weiß aus Erfahrung. Nein, kommt nicht in Frage. Oh, sagen Sie nicht no da nostro aiuto, Padre. Sagen Sie nicht nein zu uns, Hilfe. Vorhin
Ich muss sie aufdrängen, Signora Fackel, um das Geld. Sie wollte nichts nehmen, das. Tatsächlich? Sie. Wir haben selbst nichts, sie hat gesagt. Aber dann endlich, sie hat genommen doch. Und sie will revanchieren sich. Oh, molto onesto. Sehr anständig. Na, ich bin unanständig und nehme das Geld. Aber ich revanchiere mich auch. Grazie. 112 Marki. 112 Mark für Sie und Signora Metta. Besten Dank, Herr Benemardi. Kommt alles in den großen Pott. Oh, capito. Il grande putto. Grazie, Benemardi. Und ich habe noch eine andere Sache. Ich war auf Polizei. Ja? Auf der Polizei? Si. Und der ganze Zufällige gab gehört, dass man sucht eine Stifter. Stifter? No. Eine Brandstifter. Das haben Sie auf der Polizei gehört? Si, ganz zufällig. Und nur, ich musste Sie sagen noch was, Padre. Nur Sie. Und unter Vertrauen. Ich sage keine Wort. Zu keinem Mensch von das. Das dürfen Sie auch nicht. Ich glaube, ich habe gesehen, die Stifter. Was? Sie. So, Sie glauben also, dass Sie den Mann gesehen haben oder den Menschen gesehen haben, der mein Haus angezündet hat? Si. Hinter Ihr Haus, Sie haben una bella piccola pergola. Ja. Und von da man kommt doch una porta di dietro ein Intertour in Ihr Haus, Ja, wenn nicht abgeschlossen war, ja. Also, wer hat Mitte in die Nacht zu suchen, was in bella piccola pergola, Wer guckt sich nach alle Seiten, bevor es fliegt rein? Bloß der will gesehen werden, auf gar keinen Fall. Ja, das leuchtet mir ein. Und Sie haben also diesen Mann gesehen? War kein Mann. Eine Frau? Auch nicht. Una Signorina. Eine Fraulein. Tochter von Kaufmann Dreier. Riechen Dreier? Si. Ich habe gesehen, ihr Ganze genau. Und wann war das genau? Ich meine die Uhrzeit. Ja, kurz vor dem Temporale, vor dem Gewitter. Ich habe gedacht, nichts Böses und bin gegangen weiter. Ja, ich wollte ja in die Lager sein, bevor Regen kam. Ich habe nur gedacht, dass la pergola es una pergola d'amore. Ja, das war sie wohl auch in diesem Fall bestimmt. Sie, das ich auch gedacht. Aber dann, ich war auf Polizei. Und da ich hab gehört von die Brandstiftung. Na, dann ich hatte auch sehen müssen, junge Mann. Ja, der war schon vorher drin. Hä? Der war schon vorher drinnen. Aha. Sie das wissen? Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass man doch nicht den Ernst annehmen kann. Lieschen Dreier hätte mein Haus in Brand gesteckt. Nee, Herr Benemardi, also für die lege ich meine Hand ins Feuer. Nehmen Sie nicht übel das gesprochen, ich hab gemeint nur gut. Arrivederci und danke. Mille tante grazie. Zu danken habe ich. Io molto curioso. Ich sehr gespannt. Wie aufklärt sich die Sache mit die Brandstiftung? Das meinen Sie, wie ich erst gespannt bin. Arrivederci, ne? Ciao, Padre! $112 Mark und ein Verdacht. Ja, bitte, komm rein. Schönen guten Tag, Herr Pastor. Rita sagte mir, dass ich nur gern reinkommen könnte. Ja. Ich muss Sie nämlich einen Augenblick stören. Ja, stören Sie, Herr Dreier, stören Sie, bitte. Und warum, wenn ich fragen darf? Wegen der Brandstiftung. Also nun lassen Sie mich bloß mit der Brandstiftung in Ruhe. Was wissen Sie denn davon? Na, allerhand. Na, so eine Brandstiftung ist ja schließlich nicht zu verachten, ne? Die hat ihr Gutes. Also ich verstehe Sie wirklich nicht. Herr Pastor, sehen Sie hier. Brandstiftung mit dem Bindestrich. Ja. Na ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, persönlich mit dieser Liste von Haus zu fahren, wegen einer Stiftung für unseren lieben Pastor Brandt. Und das ist nur die Brandt-Stiftung. So meinen Sie das?
Ja, natürlich, Herr Pastor, wie denn wohl anders? Nicht? Also, ich glaube, wir in Lünkenhorn können uns sehen lassen. Na, Herr Pastor, was sagen Sie dazu? Sind wir nur gute Christen oder sind wir das nicht? Donnerschlag! 32.110 Mark? Jawohl, 32.110 Mark. Und die sollen für mich sein? Ja, Herr Pastor. Da wollen wir Bürger von Lünkenhorn unsere Dankbarkeit Ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen. Da muss ich der Gemeinde aber wirklich sehr dankbar für sein und Meta und Frau Fackler natürlich auch. Nee, also das muss ich dazu sagen. Dies Geld ist bloß für Sie. Für Frau Fackler machen wir dann noch mal eine Extrasammlung. Kommen da auch 32.000 dabei raus? Herr Pastor, Sie dürfen doch nicht vergessen, dass ich Frau Fackler schon Besteck, Geschirr und so weiter geschenkt habe. Ich habe mir doch auch, Herr Dreier. Pastor, dass Sie gar keinen Unterschied machen. Das darf ich doch nicht. Pastor? Frau Fackler, die ist doch immerhin. Also gerade eben, da habe ich mich wieder böse mit ihr eine Woche gehabt. Was war denn nun schon wieder? Pastor, Sie können doch verstehen, dass ein Vater immer das Beste für sein Kind will. Natürlich kann ich das verstehen. Andersrum wäre es ja wohl merkwürdig. Nicht wahr? Also dann nehmen wir doch mal an, nicht, dass der Sohn von Frau Facklam sich in den Kopf gesetzt hat, meine Lieschen zu heiraten. Na? Was muss ich als guter Vater denn wohl tun? Lieschen fragen. Ja. Und denn? Wenn sie ihn auch heiraten will, den beiden ihren Segen und ihren Beistand geben und glücklich darüber sei, dass Lieschen so einen guten Mann gefunden hat. Aber der Junge hat doch knapp noch Arbeit. Das wird sich ja auch mal wieder ändern. Im Augenblick ist in Lüngenhagen nichts los, das weiß ich. Aber nun ist mein Haus abgebrannt und das Pastorat muss gebaut werden. Und wenn der Schwiegervater ihn ein bisschen unterstützt, ja, dann könnt ihr vielleicht einen Meister machen und dann womöglich noch ein Baugeschäft gründen. Nee, ich hab mir das mal ganz anders gedacht. Wir vergessen immer, dass wir die Kinder nicht unseretwegen auf die Welt gebracht haben. Die Kinder sollen glücklich sein, nicht wir. Ja, aber wir müssen das ein bisschen steuern, dass sie auch glücklich werden. Ja, aber da brauchen wir ja auch einen Schwiegersohn dazu. Ja. Oh Gott, dann wäre ich schon mit Frau Facklam verwandt. Nee! Aber doch bloß Seelenverwandt. Nee. Ja, oh Gott. Also vielleicht ist auch alles noch nicht so ernst. Was ist nicht so ernst? Ach, ich habe da einen Brief gekriegt von diesem Jan Facklam. Ja. Das heißt, eigentlich habe ich ihn nicht gekriegt. Lieschen hat ihn gekriegt. Naja, die weiß es aber noch gar nicht. Naja, ich habe den wirklich aus Versehen aufgemacht. Der lag zwischen meine Post. Ja, und das dann drin. Daraus Einsatzwappen. Wo habe ich ihn denn? Na, eben gerade habe ich ihn doch noch Frau Facklam gezeigt. Das war also ein Brief von Jan Facklam an Lieschen. Ja, und da stand bloß ein Satz drin, dass er alles wieder gut machen will. So. Ja. Aber was hat der Bengel denn bloß wieder gut zu machen? Ja, bitte komm rein. Herr Pastor, Besuch, ganz dringend. Ja, Wilhelm, ganz dringend. Brandinspektor meint ihr, das ist Herr Dreier? Ja, angenehm. Was ist denn so dringend? Wir haben den Brandstifter. Was? Ja, und er hat sogar schon gestanden. Da bin ich aber gespannt. Willst du ihn sehen? Ja, bestimmt. Kommen Sie, Herr Bürgermeister. Jan Facklam und ein Brandstifter. Wissen wir, was er wieder gut zu machen hat? Seien Sie doch endlich still, Herr Dreier, Sie haben ja nichts zu sagen. Eben haben Sie uns den jungen Mann aus Hamburg geschickt. Du hast ja auch schon nach ihm suchen lassen, Wilhelm. Ja, doch nicht wegen der Brandstiftung, wegen seiner Mutter. Na, jedenfalls haben wir ihn. Die Spuren an der Brandstelle, der verlorene Schlüssel, die Flucht mitten in der Nacht, passt alles haargenau zusammen. So, und das Motiv? Ja, da sehen wir noch nicht ganz klar, aber wir haben ja sein Geständnis. So, sein Geständnis. Jan Facklam, nun frage ich dich, als ein Pastor, hast du mein Haus in Brand gesteckt? Ja. Sag die Wahrheit, Junge!
Ja, Herr Pastor, ich habe Ihr Haus in Brand gesteckt. Nun weiß ich nicht mehr weiter. So, nun sind wir allein. Du, mein Freund da oben und ich. Setz dich mal dahin. Ja, Herr Pastor. Und nun sag mir, klipp und klar, warum du mich, deinen Pastor, angelogen hast. Du glaubst also, du kennst den Brandstifter? Ja, das heißt, so genau weiß ich das noch nicht, aber möglich ist das gut. Und du hast den richtigen Brandstifter schonen wollen? Ja, und das will ich auch noch. Du sollst jetzt niemand mehr schonen, du musst alles sagen, was du weißt. Dann fallen Sie aber vom Stängel, Herr Pastor. Fall schon nicht vom Stängel. Also los, raus damit! Muss ich das wirklich sagen? Ja, das musst du. Du sollst auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Hörst du? Auf niemanden. Wer das auch ist. Kenne ich ihn? Ja, sehr gut sogar. So, Junge, guck mir in die Augen und sag, was du weißt. Nee, ich sag das lieber doch nicht. Ich bin das gewesen und damit basta. Du weißt ja überhaupt nicht, was du alles anrichtest, wenn du bei deiner Meinung bleibst. Doch, das weiß ich, dann komme ich ins Gefängnis. So, und das willst du? Ja. Sag mal, bist du verrückt? Soll dein Kind einen Vater haben, der im Gefängnis gesessen hat? Mein Kind? Ja, dein Kind. Nun weißt du's. Habe ich dir eigentlich auf eine ganz andere Art beibringen wollen, aber du treibst einen ja dazu. Lieschen, Dreier? Ja, sie kam zu mir in ihrer Not. Wo soll sie denn noch hin, wenn du sie einfach allein lässt? Oh Gott, Herr Pastor! Herr Pastor, Herr Pastor! Na, willst du immer noch ins Gefängnis, du dummer Junge, du? Ja, Herr Pastor, nur erst recht. Nun muss ich stur bei meiner Aussage bleiben. Warum denn bloß? Weil Lieschen da sonst reinkommt. Lieschen? Du, da ist mir schon mal einer mitgekommen. Was hat Lieschen denn mit der Brandstiftung zu tun? An dem Abend vor dem Brand, da waren Lieschen und ich zum letzten Mal zusammen. Wir hatten uns erzürnt, wir zwei, weil ich dachte, dass das ja doch nichts mit uns werden kann. Ja. Und zuletzt? Und zuletzt? Zuletzt, da war Lieschen ganz wild und verzweifelt und hat gesagt, sie wollte... Was in Brand stecken. Was wollte sie in Brand stecken? Mein Haus vielleicht? Ihr Haus nicht, aber Ihre kleine Laube, Herr Pastor. Meine Laube? Ja, da haben wir uns immer getroffen. In meiner Laube? Das wird ja immer schöner. Und du glaubst also, weil Lieschen das so in ihrer Rage gesagt hat, da hätte sie das auch wirklich getan? Bei Frauen ist doch alles möglich, Herr Pastor. Aber bei deiner Lieschen doch nicht. Ja, da war ja auch noch was anderes. An dem Abend, da habe ich in der Laube Lieschen den Schlüssel vor die Füße geworfen. Und den hat man ja nun leider gefunden. Das sagt doch gar nicht, das ist doch kein Beweis. Beweis nicht. Aber als Sie mich in Hamburg aufgegriffen haben, da haben Sie mir den Schlüssel unter die Nase gehalten. Ja, und da konnte ich einfach nicht mehr anders. Da musste ich die Brandstiftung eingestehen. Wegen dem Schlüssel? Ja, das ist nämlich der Schlüssel von Lieschen im Zimmer. Und den hattest du? Ja, aber das konnte ich doch nicht sagen. Junge, ihr macht vielleicht Dinge. Ja, Dummheiten machen wir doch alle mal, Herr Pastor. Ja. So, nun müssen wir sehen, dass alles schnell ins Lot kommt. Ja, aber Lieschen wird da doch nun nicht mehr mit reingezogen in die Geschichte. In die Brandgeschichte nicht. In der anderen, da ist sie ja schon mittendrin, ne? So, nun hol mal den Herrn Brandinspektor
Spektoreien, nicht wahr? Die Sache muss aus der Welt. Ja, Herr Pastor. Ach, Herr Pastor. Was ist denn noch? Ja, was soll ich denn nun aber sagen? Hol ihn, Mann. Ja, Herr Pastor. Also mit Liebe habe ich nicht gerechnet. Was ist nun, Wilhelm? Hinek, der junge Mann ist es nicht gewesen. Tut mir leid. Augenblick mal. Er hat es eingestanden. Jan Facklam war schon gar nicht mehr in Lückenhagen, als das Gewitter losging. Das muss er aber beweisen. Und das kann ich auch. Als das Gewitter losging, da war ich ja nun schon in Samsdorf und habe mich da untergestellt. Fragen Sie doch den Eichenwirt. Bei dem war ich. Denn interessiert mich aber doch, warum Sie die Brandstiftung so einfach auf sich genommen haben. Und wenn das ein Geheimnis bleiben soll? Willst du womöglich einen Brandstifter decken? Und Sie auch? Jan Facklam will keinen Brandstifter decken. Er will bloß nicht, dass da womöglich jemand in Verdacht kommt, der unter Garantie nichts mit zu tun hat. Oh, das ist aber nobel. Man kann es auch Liebe nennen. Denn gehört der Schlüssel gar nicht Ihnen? Nein. Sie wissen aber, wem der Schlüssel gehört. Ja, aber bestimmt nicht den Brandstifter. Der Schlüssel ist immer noch ein wichtiges Beweisstück. Nee, Hinek, ist er nicht. Den Schlüssel hat ein junges Mädchen verloren, das vor dem Gewitter mit Jan Facklam in meiner Laube war. Nur zufrieden? Begreife ich auch langsam. Tja, dann muss ich wohl erstmal kapitulieren. Hinek, doch nicht erstmal. Mir ist doch kein Schaden entstanden und ich stelle keinen Strafantrag gegen Unbekannt. Ja, bitte komm rein. Herr Pastor! Nee, bei mir bist du nur an der falschen Adresse, du. Ausweinen musst du dich bei dem da. Du Brandstifter! Ja, aber nee doch, Fräulein. Eben hat sich gerade rausgestellt, dass Herr Facklam kein Brandstifter ist. Ja, mein Vater hat doch alles mit eigenen Ohren gehört. Er kommt hinter mir her, Herr Pastor. Dein Vater? Das ist gut. Ja, dann kann er mit eigenen Augen oder sagen wir mal mit eigenen Ohren hören, dass das alles nicht wahr ist. Nee, mein Herr. Ist das wahr, Jan, dass alles nicht wahr ist? Ja. Dann ist nun alles in Ordnung? Das mit der Brandstiftung, ja. Und sonst, Jan? Auch. Du, Lieschen, ich weiß alles. Alles? Lieschen, ich musste ihm das Leider sagen, es ging nie anders. Und was sagst du, Jan? Was ist los? Mein Vater kommt gleich. Ja, dann lass ihn jetzt mal kommen. Er soll alles wissen. Und wenn er nicht so will wie wir, dann... Dann bin ich auch noch da, ne? Unser Don Carmelo. Ja, bin ich mal rein. Herr Pastor! Nicht stören. Was? Herr Pastor, Sie lassen das zu, dass meine Tochter hier mit diesem Mann in ihrer Stube... Ja, in meiner Laube wär's wohl schlimmer, ne? Lieschen, dieser Mann, der kommt ins Gefängnis! Nee, Herr Dreyer, das ist schon lange überholt. Dieser Mann kommt rasch in feste Arbeit. Wenn ich mich da mal einmischen dürfte, Herr Dreyer. Das mit der Brandstiftung, das war eine Fehlanzeige. Herr Facklam ist ganz und gar unschuldig. Na ja, ganz und gar ja nun wohl nicht. Ne? Ich meine auf eine ganz andere Art, aber ja. Und das soll er jetzt mit Ihnen unter 4 Augen abmachen. Ja, und gehen Sie mal mit Lieschen und mit ihm ein bisschen spazieren. Die beiden haben ihn allerhand zu erzählen. Nee, Herr Pastor, ich lasse mich nicht in diesem Fall nicht. Bitte, Herr Dreyer, wollen Sie mir nicht die Gelegenheit geben, mir alles zu erklären? Bitte, Vater. Bitte. Du kannst einen angucken. Das hat sie von ihrer Mutter. Das ist ja auch kein Wunder, wenn der Bengel auf sie reinfällt, nicht? Bitte, Vater. Wir gehen jetzt einen Augenblick raus, ja? Ja, naja, aber ihr sollt euch wundern, dass... Was ist denn? Wollen Sie nun mit oder nicht? Fahren Sie mal, Herr Dreyer,
Wissen Sie noch, dass Sie vor Jahren mal in einer ganz bestimmten Angelegenheit bei mir gewesen sind? Ja, Herr Pastor, das weiß ich. Aber das gehört hier doch noch nicht her, ne? Gerade jetzt, gerade hier. Du bist wirklich ein guter Seelsorger, Willem, das muss ich dir schon sagen. Ja, ne? Sogar Kuppelei gehört zu meiner Profession. Und manchmal sogar Erpressung. Aber doch bloß alles, weil du das gut meinst. Ja, was ist gut, was ist schlecht? Vorher weiß man das oft nicht. Du, das sind ein ganzer Lastwagen voller Möbel. Für dich? Ja, für den lieben Herrn Pastor. Ja, komm doch mal rein. Tschüss. Keiner da. Ach Gott, komm. Hilf mir mal. So. Wie versprochen, ne? Der Herr Brennenspeckler, wir kennen uns ja auch. Na, der Bürgermeister Tietke. Naja, Pastor, was sagen Sie denn nun? Das kann Samsdorf leisten, wenn drauf ankommt, wa? Ja, Ihr ganzes neues Haus kann sich damit einrichten. Und diesen alten Backbärenmus, den können Sie wegschmeißen, denn. Ja, also, ich bin Ihnen und der Gemeinde wirklich sehr dankbar, aber wegschmeißen, Möbel einfach wegschmeißen. Ja, oder machen Sie sonst was damit? Verschenken, verkaufen oder was Sie wollen, ne? Das klingt schon besser. Jedenfalls freue ich mich, dass in Samsdorf das Wort von der Nächstenliebe noch gilt. Ja, und das, wo Sie gar nicht mehr bei uns sind, Herr Pastor, was? Ist das nicht ein gutes Zeichen? Ist Samsdorf so eine Gemeinde, was? Ja, so eine muss man sich erst mal suchen, ne? Ach, haben sich mal Gedanken darüber gemacht, über das, was ich Ihnen neulich angeboten habe? Wie ich schon gesagt habe, die Umkosten tragen wir. Ja, also Gedanken habe ich mir schon gemacht. Ja, und Ihre Antwort? Also die kann ich Ihnen im Augenblick noch nicht geben. Also die Gemeinde Lückenhagen ist auch nicht schlecht. Und gute Christen gibt es hier nicht weniger als in Samsdorf. Das habe ich gerade in der letzten Woche bemerkt. Ja, ich bin doch noch gar nicht fertig, Herr Pastor. Hier, du hilfst doch mal mit hoch, Mensch. Wir haben in Samsdorf noch eine Sammlung gemacht, ne? Freiwillige Spende der Bürger von Samsdorf für ihren alten und hoffentlich neuen Pastor Brandt, ne? Bitte. Kann Herr Brandinspektor gern hören. 29.505 Mark. Wir Lückenhagener haben über 32.000 Mark zusammengekriegt. Bitte, Herr Pastor, Verzeihung, wenn ich hier so reinstürze, nicht? Aber der Wagen von Samsdorf, der kann doch so nicht stehen bleiben. Der steht ja mitten auf der Kreuzung, das Halteverbot. Na, Herr Kollege Ober hier. Ne? Siehst du ja. Wo soll der Herr Pastor denn mit den ganzen Möbeln hin? Stiftung von der Gemeinde Samsdorf für ihren alten Herrn Pastor. Braucht er nicht. Der Herr Pastor kann mit dem, was wir für ihn angeschafft haben, sehr zufrieden sein. Nicht, Herr Pastor? Ja, das bin ich ja auch. Na ja, da hörst du das. Was soll er denn auch mit dem ganzen wurmstickigen Kram? Er will ja schließlich kein Möbelhandel aufmachen. In den Handel wohl nicht, aber was halten Sie von Verteilungstellen? Ich meine, hier in Lückenhagen gibt es doch genug Leute, die Möbel brauchen können. Frau Facklam zum Beispiel, Ihr Sohn und die Gastarbeiter. Herr Pastor, das ist überhaupt eine Idee. Fahr mal gleich mit deinem Kram hin ins Lager. Meine Möbel für die Itakos. Gastarbeiter, bitte. Nee. Entweder nimmt der Pastor unsere Stiftung für sich allein oder ich... Na, fahr wieder weg. Sie werden doch nicht mit dem vollen Wagen wieder zurück nach Samsdorf fahren. Oh, Herr Pastor, die Möbel da draußen, die sind ganz allein für Sie bestimmt. Ja, glauben Sie, ich hätte so viel zusammengekriegt, wenn ich das nicht überall ausdrücklich gesagt hätte. Ich kann doch schlecht für mich mehr fordern, als unbedingt nötig ist. Und was unbedingt nötig ist, das habe ich ja schon hier. Richtig, Herr Pastor. Schließlich sind Sie ja auch Pastor von Lückenhagen, ne? Und nicht von Samsdorf. Ich bin Ihnen und all den anderen dankbar, dass die Nächstenliebe, die Christenpflicht, wie man so sagt, ja, nirgends ausgestorben ist. Wer aber Segen davon hat, das ist für meinen Freund da oben ganz bestimmt egal. Ja. Mir aber nicht. Auch Sie werden doch keinen Unterschied machen? Ja, er hier macht das ja auch. Gar nicht.
Frau Facklam zum Beispiel wird genauso geholfen wie der Herr Pastor, nicht Herr Pastor? Das will ich wohl annehmen. Ja, natürlich. Unterschiede machen wir nicht. Und darum fahr jetzt mit deinem Kram ins Lager. Komm. So, das hast du ja wohl nicht zu bestimmen, was mit meinen Möbeln passiert, ne? Aber der Herr Pastor, nicht Herr Pastor? Ja, also bestimmt tue ich das nicht, aber ich wünsche mir das so. Guck mal, da hörst du das. Und du wirst deinem alten Herrn Pastor doch wohl keinen Wunsch abschlagen? Nee, das natürlich nicht. Ja, los, dann komm dabei, komm. Ja, also dann, also dann grüßen Sie den Herrn Benamati schön von mir. Ja, Mari, wer ist denn das? Das ist der Vorsteher von dem Lager dort, ja? Und sagen Sie ihm, das mit der Waschküche, das geht in Ordnung. Das mit der Waschküche? Ja, das habe ich ihm aber gerade abgelehnt. Herr Bürgermeister, bei 32.000 Mark, da werden doch wohl 4.000 für eine Waschküche übrig sein, ne? Was denn, Herr Pastor? Da wollen Sie das Geld von ihm, von der Stiftung für Sie? Ganz richtig, Herr Pastor, ja. Hast ja eben gehört, dass wir keinen Unterschied machen sollen, ne? Na nun komm mal, was der Herr Pastor sagt, das hat schon seine Richtigkeit. Und du wirst doch deinem Pastor keinen Wunsch abschlagen, ne? Wiedersehen, Herr Pastor, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, Herr Bürgermeister, und vielen Dank. Vielen Dank nach Lückenhagen und nach Samstorf, und ich werde das hier ganz bestimmt nie vergessen. Nee, aber ich guck dir noch mal rein, Herr Pastor. Das ist überhaupt nicht nötig. Was das hier noch zu regeln gibt, das regeln wir Lückenhagener ganz alleine. Wiedersehen, Herr Pastor, Herr Brandinspektor. Wie die kleinen Kinder, du. Ja. Und darum muss man sie auch manchmal ein bisschen schubsen, dass aus ihnen anständige Menschen werden. So, nun habe ich an Geldspenden rund 150.000 Mark zusammen. 150.000 Mark? Das ist doch nicht wahr. Doch, Herr Inspektor. Und mit den Möbeln und mit den Sachspenden, da kann ich ein ganzes Gastarbeiterlager ausstaffieren. Junge. Dann kannst du dem Brandstifter ja sogar dankbar sein. Wenn der liebe Gott ihm auch dankbar ist. Der Brandstifter hat ja nur, ohne dass er es vorher geahnt hat, ein gutes Werk getan. Ja, ne? Eigentlich ja, der Brandstifter. Nun will ich ihn erst recht kennenlernen. Nicht bloß, weil das meine Pflicht ist, nee, nun bin ich ganz persönlich neugierig, wer der Brandstifter ist. Ich, Herr Inspektor, ich bin der Brandstifter. Wo ist mein Junge? Glauben Sie ihm kein Wort. Alles, was er gesagt hat, ist nicht wahr. Kein Wort ist da vorbei. Ich habe das Haus von Herrn Pastor in Brand gesteckt. Eben auf dem Amt, da habe ich das zu hören gekriegt. Also ich nix wie her, um mich selbst anzuzeigen. Ich habe das Haus angesteckt. Hier sitze ich kann nicht anders. Aber Facklam, was soll denn das? Wilhelm, die Sache wird langsam komisch. Nicht bloß, dass Sie von allen Seiten helfen wollen. Ja. Nun reißen Sie sich sogar darum, wer ein Haus in Brand gesteckt hat. Also das ist doch alles Unsinn, also Frau Facklam. Nur hören Sie mal zu. Ja, hey, komm, Wilhelm, lass mich mal. Diesmal will ich das mal ein bisschen klüger anfangen. Naja, wenn du meinst. Also, Frau Facklam, Sie haben also das Haus von Herrn Pastor in Brand gesteckt? Ja, ich bin das gewesen, nicht mein Junge, ich habe es getan. So, Sie also. Wenn man ein Haus in Brand steckt, Frau Facklam, und noch dazu das Haus von Herrn Pastor, dann muss man dafür doch einen Grund haben, ne? Ein Motiv. Ja, das habe ich ja auch. So, und was für ein? Ja, das ist doch ganz einfach. Sehen Sie mal, wenn ich in dieser Nacht nur ganz allein abgebrannt wäre, hätte sich hier kein Aas um mich gekümmert. Wir hätten auch eine Sammlung gemacht und auch eine Stiftung, aber da wäre ja doch lange nicht so viel zusammengekommen, als wenn der Herr Pastor mit abbrennt. Das ist doch nun mindestens, ist das doch 100-mal so viel. Kann der Herr Pastor ja gar nicht alles allein gebrauchen. Und der Herr Pastor macht nur als anständiger Christenmensch halbe mit mir. Und das
Das habe ich mir vorher eben alles ganz genau überlegt, weil ich die Leute ja hier kenne, nicht? Je höher der Stand, desto größer die Hilfe. Und in den Himmel wollen sie auch alle malen. Und darum habe ich das Haus von Herrn Pastor in Brand gesteckt. Tatsächlich, das wäre ein Motiv. Und wenn man den Erfolg sieht, ganz und gar stichhaltig. Was sagst du dazu, Wilhelm? Also die Frau, die macht mich wahnsinnig, du. Na nu, was hat unser Pastor denn? Ja, der ist baff. Ist ja auch kein Wunder, wenn er seinen Brandstifter nun mal leibhaftig vor sich sieht, nicht? Und dennoch ein Brandstifter mit Motiv. Frau Fackler, Sie haben das Haus von Herrn Pastor doch nicht wirklich angesteckt. Doch. Sie waren doch an Ihrem eigenen Haus, am Bergen und am Löschen. Da bin ich ganz schnell mal zwischen rausgelaufen. Kein Mensch gemerkt. Und das soll ich Ihnen glauben? Mein Junge haben Sie das ja auch geglaubt und der hatte kein Motiv. Und wenn ich Ihnen nur sage, dass Ihr Junge ganz und gar unschuldig ist? Was? Ja, er ist ganz und gar unschuldig. Er hat das doch zugegeben. Na, erstmal ja, aber das hatte seinen ganz besonderen Grund. Den will ich wissen. Den will er Ihnen auch noch erzählen, aber den Brand hat er nicht auf dem Gewissen. Wirklich nicht? Nee. Oh Gott, nein. Bleiben Sie nur dabei, dass Sie das gemacht haben? Nein, natürlich nicht. Ich habe das doch bloß gesagt, weil ich... Oh Gott, Herr Pastor, bitte, kommen Sie wieder raus. Ich muss beichten, Herr Pastor. Herr Pastor, ich habe gelogen. Ja, das weiß ich. Ja, ich wollte doch nur nicht, dass mein Jan ins Gefängnis kommt. Lieber will ich für ihn sitzen. Das scheint hier in der Familie zu liegen, dass hier einer für den anderen ins Gefängnis möchte. Oh, Herr Pastor, Sie haben doch nicht in Ernst geglaubt, dass ich Ihr Haus anstecken könnte, nicht? Nee, das wohl nicht. Aber sonst sind Sie nicht auf den Kopf gefallen. Nee, nicht? Ja, komm rein. Oh, Jan, du oller Brandstifter, du Rumtreiber, du... Oh, mein Junge, dass ich dich wieder hab. Mein Kleiner. Oh. Ja, Mutter, schön, nicht du? Und eine Schwiegertochter hast du nur auch noch. Weiß ich doch schon lange. Hast den Alten rumgekriegt? Ja, die beiden haben mich rumgekriegt, Frau Facklam. Entschuldigung, Herr Dreier, ich habe Sie in der Aufregung gar nicht gesehen. Na, Sie haben mich früher ja auch manchmal nicht gesehen, nicht? Wollen wir da nicht einen Strich untermachen? Aber einen dicken. In Ordnung, Frau Facklam. Das hätten Sie schon längst haben können. Ich hatte nie was gegen dich, mein Dear. Ich bin ja nicht für Standesunterschiede, nicht? Oh, komm, lass dich mal von deiner Schwiegermutter umarmen, oh, mein Dear. Ich bin ja so glücklich. Ja. Und das habe ich alles Ihnen zu verdanken, Herr Pastor. Und ich auch. Na, und ich erst, wenn wir unseren Pastor nicht hätten. Ja, Herr Pastor, haben Sie recht, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben alles richtig gesteuert. Ich nicht, mein Freund da oben. Ja. Aber jetzt muss ich wieder ins Geschäft. Kommt ihr mit? Ja, natürlich, ich brauche doch noch so viel. Da war ich mit 10%, da schon du vorbei, nicht? Was? Jetzt wollen Sie vielleicht 50%? Nee, nun will ich überhaupt nichts mehr bezahlen. Bleibt doch alles in der Familie. Ja, und tschüss, Herr Pastor, und nochmal vielen Dank auch an Ihren Freund da oben. Tschüss, Oma. Ja, tschüss. Oh. Ja, dann komm mal mit, Opa. Ja, dann würde ich auch mal Tschüss sagen, Wilhelm. Also, bitte, tu mir doch noch einen Gefallen. Oh, gern. Lass doch nur Brandstiftung sein. Das geht nicht. Und warum denn wohl auch? Du weißt doch, wie das in Wirklichkeit ausgeht, nicht? Und ich möchte nicht, dass da womöglich noch einer in Verdacht kommt oder sich als Brandstifter meldet, der das gar nicht gewesen ist, nicht? Wer nicht zumindest so ein Motiv hat wie Frau Facklam, der kommt nicht in Frage. Jedenfalls suchen wir weiter. Ich sag mal, macht es sehr viel Arbeit und Mühe und Kosten. Och, das kommt drauf an, aber mach dir da mal keine Gedanken um. Irgendwas müssen wir Beamten ja auch zu tun haben, ne? Ja, das ist wohl wahr. Tschüss. So, nur ist jetzt
wohl endlich wieder Ruhe. Ja. Aber da draußen nicht mehr lange. Ja? Ja, da kommen Gewinner hoch. Hast Angst? Ja. Wir brennen schon nicht mehr ab. Kann man das wissen? Naja, durch Brandstiftung bestimmt nicht. Ist das denn nun raus, wer das wirklich war? Nee. Ja, Frau Facklam, die wollte sich doch bloß vor ihren Jungs stellen. Ja, ja. Kann man ihr darum böse sein? Nee, darum nicht. Aber wegen dem Motiv. Wegen dem Motiv? Ja. Ach, das verstehst du nicht. Ne? Meta, mach mir doch bitte eine anständige Tasse Kaffee. Die könnte ich jetzt gebrauchen. Du. Aber gerne, Herr Pastor. Also, ich verstehe das nicht. Also, das verstehe ich nicht. Also, rund 150.000 Mark und eine Ausstattung für 100 Ithaka. Entschuldige, Gastarbeiter meine ich natürlich. Ne? Was sagst du denn nun zu dem Motiv? Komm nun, sei mir doch nicht böse. Ich will's auch ganz bestimmt nicht wieder machen.